Da bitte wieder mal so der Scheiß da drin wie ein Damischer. Sieh Ocker da. Habt ihr was für mich? Weiße Kartoffeln, die gibt's gerade im Wolpertshofer. Der Pfisterhof. Eigentlich wollte ich da her. Statt zu einem Mann aufs Scheißhaus. Frau Pfistner. Irgendwie vorstellen. Schmidt, mein Name. Ursula Pfistner, grüß Gott. Gibt's sonst noch was? Der ist am Hof, wo soll er sonst sein? Gibt's sonst noch was? Nein. Die unfreundlich. Hallo, ist. Der Schmied ist da. Ja, geht ein bisschen gut. Geh mit den Graffi. Los, komm gleich, warte mal. Schubpflegeset. Allerdings bräuchte ich dafür ein Rezept. Tut man, kann ich nicht basteln. Steckerl, oh ja. Und wenn ich gerade verschieben muss. Die Pfannflaschen. Da drunter. Blättert immer noch am Scheißhaus. Kommen Sie bitte einmal her jetzt. Steht da alles? Nicht, oder? Wo ist er? Los! Jetzt können wir plaudern. Da steht er also. Was wollen sie denn? Wollen die hohen Herren sich das Land unter den Nagel reißen? Oder bist du auch so ein Brezensalzer wie der alte Fettsack, der herumgeschlichen ist und dumme Fragen gestellt hat? Unbekannt. Pass auf, ich stell mir mal vor. Ah, ja. Den Bub verrotten. Ich verstehe nicht, was du willst von mir. Fragst du mich etwa, ob ich den letzten erschlagen hab? Wer schickt die? Der Leubel der Bettbrutzer. Das ist der einzige hier im Ort, der sich für Schlaugner hält und gleichzeitig blöd nur ist, mir so einen Schmarrn vorzuwerfen. Der sollte besser seine Bier auf Zeiten legen und aufs Feld kommen. Dann kriegt er seinen Schädel mal frei von seinen intellektuellen Spinnereien oder wie man das heißt. Alles, bleib bei der Sache. Weißt du, was mir richtig auf die Nerven geht? Männer mit feiner Kleidung, die sich im Dorf in das Leben der Bürger einmischen wollen. Ich komm mir so schon ganz gut durch den Tag. Da brauche ich das Gefasel vom Umbruch nicht. Und der Herr sprach, wenn du den Esel nicht fütterst, dann lauft er ein paar Schritte und dann stirbt er. Das steht zwar nicht im Buch, aber vielleicht sollte man das mal reinschreiben. Dann wird sich der hochtrabende Esel auch mal überlegen, auf wessen Schultern er seinen feinen Tisch deckt. Ja, ich seh schon. Choleriker. Evi. Kamperbocker. Und? Oma. Dann stell endlich deine Fragen und dann schaust zu, dass du mit deinem Papier woanders rumwedelst und nicht in meinem Gesicht. Stopp! Wie du das sagst, elendlich verreckt ist er. Mit dem Kopf im Dreck wie ein reiniger Hund. Na so wie ich sag! Also, ich bin vom Wirtshaus direkt nach Hause und hab mit der Ursel die Kisten für den Markt gepackt. Wie jeden Abend. Der Knecht muss zeitig aussehen in der Früh und dann muss abends alles fertig sein. Ja, los, wo sind die Kisten? Die Kisten mit dem Zeug für den Markt. Lebensmittel halt. Die Kisten mit den dummen Fragen sind schon weg. Oder hast du die vielleicht gesehen, Herr Ermittler? Wenn du Zeugen suchst für deinen blöden Bericht da, dann frag die Ursel. Die ist auf dem Feld. Oder den Friedel, unseren Knecht. Der ist auf dem Markt. Ach, und hier steht er. Sagst mir dann schon, wie deine Ermittlungen ausgegangen sind?
Ich hör's schon aus alle Richtungen. Bauer in Wolpertshofen hat seine Arbeit gemacht. Und du hast dann rausgefunden. Respekt, Herr Stoderer. Da gibt's dann sicher eine Beförderung für dich, oder? Und jetzt schaust zu, dass du weiterkommst. Den Bengel verrotten, Dominik. Mein Komplize. Was hat er gesagt? Die Ursel und der Friedel. Der ist auf dem Marktplatz. Aha. Pass auf, Ursel, bist du da? Wir brauchen wieder mal Informationen. Gibt's sonst noch was? Für die Frau? Hätte ein paar Fragen. Was wollen Sie vom Alois? Ja, freilich hat er das. Der Alois hat schließlich seine Aufgaben nachzukommen. Herr Schmidt, könnten Sie mir jetzt auch einmal was erzählen? Aber selbstverständlich. Was schleichen Sie hier eigentlich auf meinem Hof umeinander? Weil ich der Ermittler bin. Suchen's was? Ja, sicher. Ja, dann suchen's halt woanders. Nein. Gibt's sonst noch was? Ich suche Beweise. Hör, schau das an. Pass auf, meine Aufgabe aktualisiert. Da hab ich 3 Punkte gekriegt. Du schon. Stinkend, also. Mir biegt die Scheiße am Schuh. An alles übermitteln. Der wird dich brennen, wenn du mich schon wieder siehst. Ich hab das Gefühl, der mag mich nicht. Hallo, da bin ich wieder. Mach das! Ich arbeite, solange du deine Berichte schreibst. Ja gut, mir war das nicht. So, dann lauf ich jetzt zum Marktplatz. An Friedel suche ich. Nein, Mann, scheiß weiter. Der hat mich noch mal voll gehackt. Der Marktplatz. Das war Renate, also. Die Bumsgeschichte vom Fahrer. Das ist mein Bummel, der Friedel. Ja, Nick. Friedelbur. Da ist er. Grüß Gott. Der Schmidt bin ich. Friedel Güttinger. Grüß dich. Aber sag einfach Friedel zu mir. Wie kann ich heute helfen? Du Friedel, was spreche ich mit dir? Schau's, das passt jetzt gerade überhaupt Warum nicht. nicht? Die Waren müssen vom Stand und ich muss nur eine Lieferung machen. Was sagt dann? Unbekannt. Hat ein bisschen Zeit? Es tut mir leid, aber es geht wirklich nicht. Ich verstehe ja ihre Dringlichkeit, aber Sie anscheinend nicht meine. Mit dem Bauchgefühl. Schaffe ich das. Wenn ich richtig will, wie schon. Also nicht. Bumm. Alles oder nicht? Jetzt hören's. Ich sag Ihnen jetzt einmal, wie wir zwei das machen können, um beide gut aus der Sache rauszukommen. Friedel, ich her. Ich kümmere mich da am Stand um die Waren
und sie bringen geschwind die Lieferung weg. Und danach habe ich dann einen Kopf frei und Zeit für ihre Fragen. Das mit der Lieferung war jetzt nämlich wirklich wichtig. Sehr dringend sozusagen. Friedel, das passt mir zwar nicht, aber ich mach's. Die 10 Eier müssen zu einem Holzfäller hinten im Wald beim Pfistnerhof. Da braucht's eine ordentliche Mahlzeit bei der schweren Arbeit. Die sind so voll beladen da vorbeigekommen, die haben gleich gar keine Hand mehr frei gehabt. Augenscheinlich haben sie sogar schon vom Holz was verloren. Am besten gehen es einfach dem Holz nach, das da überall rumliegt. Ah, und da ist noch was für Sie, bevor ich es vergiss. Die Brezen, die gibt ihnen nur mal ordentlich Kraft für den anstrengenden Weg. Essen Sie die einmal, bevor es losginge. Ein altes Familienrezept von meiner Frau. Da, bitteschön. Und passen Sie mir bloß auf, dass unterwegs kein Ohr kaputt geht. Wenn da auch bloß eine Schale einen Sprung hat, da kommt nämlich gleich die Alte mit dem Knüppi. Eine unangenehme Person. Ja, wirklich. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber jetzt schicken sie einer besser. Die Lieferung ist eh schon so spät dran. Da sind die Eier. Viel Erfolg. So, jetzt habe ich 10 Eier und ich habe keine. Der Spur folgen. Welche Spur? Hätte da eine Spur? Auf Zeit? Oh Gott. Was ist denn da heute? Der bescheuert. Dem holt noch ich. Dem holt. Den Holzscheitel folgen. Und die sind den Weg gelaufen, das kann man nicht versehen. Parkour-Profis. Wenn mich da anhaut, kann man nicht auch schlecht aus. Bumm, Brotzeit. Ah, endlich. Mein Magen knurrt schon. Der Holzfäller Franz. Danke. Du sag mal, warte, was? War nix. Mehr als Holzhacker kann er nicht. Achso, war da hinten. Beim Pfistnerhof. Und jetzt muss ich zum Friedel zurück. Hat die Tiger wieder um mich. Mutter, scheißt du noch? Wahrscheinlich. Das ist ein Dauerscheißer. Ich weiß gar nicht, wie lange sind wir schon unterwegs? Vielleicht sollten wir mal wieder eine Pause erlegen. Marktplatz, da drüben. Renate, die Granate. Denkt ihr der Pfarrer auch? Friedel, da bin ich wieder. Wie kann ich heute helfen? Bei Gott, ja, das ist ja ganz gut. Für Sie sind es vielleicht bloß 10 Eier, aber für mich bedeuten das auf dem Hof wahrhaft den Unterschied. Also gut, ich halte mich schon auch an meine Abmachungen. Keine Sorge.
Jetzt kommen wir dann endlich zu ihren Fragen. Was wollen Sie wissen? Zwecks dem Tod vom Lenz. Ja, zufällig kann ich das, ja. Der Alois, der hat ja allweil zeitig daheim zum sein. Seine Frau, die Ursula, die darf ja niemals zulassen, dass die Marktware nicht zeitig bereit ist. Einmal war der Alois beim Friedhof die Familiengrabstätte pflegen und ist heimgekommen, als die Ursula bereits die Kisten in der Diele hatte. Mei, da hat's ein Donnerwetter gegeben, das sag ich einer. So wie die Laune vom Alois seit ein paar Jahren ist, darf's mich nicht verwundern, wenn er einfach so jemanden totschlagt. Aber am Ende gibt's ja allweil nur die Frau Ursula. Die hat die Geschicke am Hof schon fest im Griff. Und damit eben auch den Alois. Ja, das kann ich guten Gewissens sagen, dass der Alois daheim war. War's das jetzt? Der Herr des Hofes. Du mal, Friedel, gib da was. Das wird schon wahr sein. Ja, Valentin, Sie haben recht. Ich muss was loswerden. Friedel, außer damit. Na, nicht jetzt. Ich schlag vor, dass Sie sich wieder melden, wenn Sie ein alles Anliegen geklärt haben. Die Herzen aus Stein. Es hat wieder zum Alois. Kriegst ein Alibi. Alois, ich komme. Der Weg der Freund kehrt zurück. Der Stotterer. Charlotte. Das heißt, der Alois ist auch nicht der Täter. Herr Lubi. Dir gibt es mitteilen. Aha. Möchtest du was? Gibt's sonst Nein. noch... Du sagst mir nichts. Meist Alois. Natürlich waren's das! So ein Schmarrn das alles hier! Und jetzt gehst du mal brav zurück dahin, wo du hergekommen bist. Und dann bestellst du einen schönen Gruß vom arbeitenden Volk. Aber warte mal. Eine Frage habe ich noch. Hörst du gar nicht mehr auf zum Nerven? Oh, ja, den kenn ich. Das ist der Knopf von... Ja, geht's mir nicht länger auf den Sack! Sie wissen jetzt alles, was Sie wissen wollen. Also lassen's mir jetzt mal in Ruhe. Ich hab keine Ahnung, wo der verdammte Knopf herkommt. Schöner Tag noch. Er kennt den Knopf. Ja, pass auf. 2 Punkte. Wendigkeit und Geschick. Ich hätte ein bisschen ausgeglichen, gell? Meine Schuld nicht. Ja, pass auf. Wie gesagt, kommt da alles als Täter nicht in Frage. Scheiße, zum Doktor muss ich auch noch. Der möchte Pflegeset. Beim Händler. Und die Angel. Scheiße. Na gut. Jetzt laufe ich zum Löwe. Und dann laufen wir zur Geschwendlerin. Mit der kann ich handeln. Wo geht denn durch? Wenn ich da rundum laufe?
Aha, da sind wir. Bei der Doktor, weil du bist. Zwecks der Apollonia. Ja, worum geht's denn? Fehlt Ihrer was? Oh, das klingt dramatisch. Worum geht's und wie kann ich Ihnen helfen? Das ist jetzt natürlich eine äußerst unglückliche Situation. Soweit ich weiß, habe ich allerdings nichts damit zu tun. Warum nicht? Das möchte man meinen, ja? Sie kommen einfach so die Straße daher spaziert und fragen mich vor aller Leute Augen und Ohren, ob ich einen illegalen Schwangerschaftsabbruch vornehmen kann. Vielleicht sollten Sie sich einmal untersuchen lassen. Sie haben ja Ideen und offenbar haben Sie noch nicht begriffen, dass da jeder Stock und da jeder Stor sofort über alles und an jedem Bescheid weiß. Dieses verfluchte Kaff, entschuldigen Sie bitte. Das ist in der Tat keine leichte Situation. Ich kann mir schon vorstellen, dass das junge Mädel belastet und muss zugeben, ich finde schon gut, dass sie ihr Hilfe sucht, anstatt irgendeinen Schmarrn zu machen. Ein Abbruch sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Dabei kann schon einiges schiefgehen. Leider habe ich hier im Dorf nur sehr limitierte Möglichkeiten. In der Stadt wäre das schon was ganz anderes. Legal ist das fein nicht. Das brauche ich ja noch nicht erklären. Wenn ich einer beiden helfe, dann gehe ich ein großes Risiko ein. Da riskiere ich ja meinen eigenen Kopf. Ein Abbruch auf eigene Faust ist allerdings schon fast ein Todesurteil für das Madel. Und jetzt, wo Sie mir von der Sache erzählt haben, kann ich Sie wohl kaum sehenden Auges ins Unglück laufen lassen. Ich soll zumindest meinen ärztlichen Verpflichtungen nachkommen. Was wäre ich denn für ein Arzt, wenn ich nicht einmal versuchen würde, zumindest das eine Leben zum Retten? Wahrscheinlich keiner, der seine Approbation verdient hätte. Ja gut, unter den Umständen bin ich schon bereit, Ihnen beiden zum helfen. Aber umsonst mache ich das fein nicht. Und falls das rauskommt, werden wir das beide deutlich zum Spüren bekommen. Sie müssen darüber absolutes Stillschweigen bewahren. Sie beide. Und da wir mit der geht hab ich das? Ja, das reicht. Sagen Sie der Apollonia Bescheid, dass morgen um ihre 10 rum zu mir kommen kann. Soll aber aufpassen, dass nicht gesehen wird. Morgen um 10 Uhr. Und dann führt ihr eine Abtreibung durch. Wie was denn? Im Kleiderbügel? Oh, lieber gut. Weil sollte Metzger werden.